Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ewigkeiten ist es her, seit dem letzten Vlog, den wir gemacht haben. Ich mag mich gar nicht mehr erinnern, wenn das war. Darum ist höchste Zeit für ein neues Video. Außerdem würden wir euch gerne zeigen, wie wir so vorwärts gekommen sind mit unserem Camper. Es ist nämlich einiges gegangen. Und nehmt euch heute einfach mal ein bisschen mit. Der Flo ist schon beim Bus am Vorbereiten. Ich bin jetzt noch daheim am die letzten Sachen machen und gehe dann nachher aber zu ihm über und denke, nehme euch einfach mal ein bisschen mit durch den Tag und zeige euch, wie bei uns so ein normaler Camper-Conversion-Tag aussieht. Viel Spaß! Hallo? Was steht jetzt auf dem Programm? Hier fertig däfern. Dann hier mal schauen wegen dem Kästchen für oben. Ja, das wird so, wie ich es kenne, wahrscheinlich mehr oder weniger den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Mhm. Aber ja, solange ich noch den ganzen Morgen das eine Ding hier habe, ist mir eigentlich noch drin. Hauptsache es geht vorwärts. Da fehlen jetzt nur noch 2, oder? Ja, also Ja. 1,5. Eineinhalb. Das wird wahrscheinlich nicht ganz aufgehen. Ja. Ja, wir geben jetzt noch ein bisschen Gas. Wir wollen nämlich im August, etwa Mitte August, wollen wir das erste Mal los für ein paar Wochen. Und bis dahin sollte der Camper sozusagen fertig sein. Ich meine, eben, fertig ist man nie ganz. Man ist immer wieder am etwas ausbessern oder ergänzen oder was auch immer. Aber einfach, dass man sicher in die Richtung so steht, wie wir es uns vorstellen. Wir haben noch ein paar offene Sachen, aber es kommt langsam zusammen. Dann schaffen wir es. Ja. Sicher? Ja. Wir müssen. Wieso? Ja, wenn wir weg wollen. Ja. Darum lasse ich dich jetzt hier ein bisschen arbeiten. Er kommt eigentlich am besten vorwärts ohne mich. Ist leider Das stimmt so. nicht. Doch, Nein, das ist wirklich stimmt so. nicht. Nein. Und ich gehe rein, ich muss noch ein paar Mails machen und ja. Und dann nachher wieder schauen, ob das Kästchen schon da ist. Ist gut. So, Deli. Das heisst, wir haben jetzt eigentlich die ganze eine Seite getaffert. Bis hinten. Gerade nur noch diese Seite. Da warten wir aber immer noch auf das Fenster, das wir bestellt haben. Die haben irgendwie mega viele Schwierigkeiten. Das haben wir schon vor über einem Monat beim Schlanzen bestellt. Zuerst geheißen, dass es dort verfügbar sei. Aber die haben das immer weiter vertröstet. Jetzt haben wir es gleich noch jemand anders bestellt, direkt im Deutschen. Das wird hoffentlich bis Ende Woche kommen. Ja, jetzt können wir mal schauen, was Melli für uns kocht. Sie ist auch mal ein bisschen für die Verpflegung zuständig. Gespannt, was es heute gibt. Oh oh, die Zeit ist schnell um. Jetzt ist es gerade 12 Uhr. Darum gibt es jetzt Mittag. Das mache meistens ich. Geplant ist ein farbiger Salat und hier die Veggie-Schnitzel. Unscharf? Ja. Genau, die sind mega fein vom Migros. Einen guten. Ein guter. Danke fürs Kochen. Das war jetzt gut. Meistens sorgt ja ihre Mami Jacqueline für unser liebliches Wohl, aber die sind im Moment auch gerade unterwegs mit ihrem Camper. Sie sind im Berner Oberland für eine Woche
Ja, heute Nachmittag habe ich mir eben vorgenommen, mal mit Kästchen für oben nie anzufangen. Am besten zeige ich euch mal, wie wir das Ganze überlegt haben. Also, der Plan ist eben, dass wir eigentlich von hier her bis ungefähr hier Kästchen haben. Hier vorne sind sie ein bisschen tiefer und dann werden sie hier ein bisschen weniger tief. Ich probiere das Ganze eigentlich so zu gestalten, dass wir eben gerade zum Kopfbereich eigentlich möglichst viel Raum behalten, so dass es nicht allzu eng wird und wir eigentlich so den Freiraum, den wir hier haben, möglichst gut behalten können. Weil wir haben ja hier auf dieser Seite noch ganz viel Stauraum, darum brauchen wir gar nicht so viele Kästchen hinten. In der Theorie sehen die Kästchen dann eben so aus. Vorne sollte es schön Platz haben für ein paar Teller, dann wird es ein bisschen geschrägt und wird dann ein bisschen weniger tief. Und am Schluss geht das Ganze über in so ein kleines Regal, wo dann, ja, wer weiss, vielleicht ein oder andere Kaktus oder irgendeine Pflanze drauf steht. Die Schwierigkeit an diesen Büsten ist, wie ihr seht, immer, dass eben nicht eckig ist, sondern alles irgendwie rund. Das ist jetzt vor allem auch bei den Kästchen ein kleines Problem, um dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Wir müssen nämlich auch unsere Kästchen angerundet sein und wir haben uns hier extra eine Schablone gemacht, beziehungsweise Meli hat die gemacht und die sollte eigentlich ziemlich gut so reinpassen, sodass wenn wir dann das Ganze aufs richtige Holz adaptieren, dass dann hoffentlich möglichst ohne zu grosse Abstände da und da reinpassen sollte. Gut heben. Ja. Ich sage, ich soll gut heben. Ja, das kommt gut. Und dann da geht es ja nachher weiter, da gibt es ja dann noch eins, oder? Hast du gesagt? Genau. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr heute. Nein. Aber wir sind gut vorwärts gegangen. Es ist immer so ein bisschen Tetris da, aber ich glaube, allzu schlecht sieht es nicht aus. Auch wenn es einen ganz kleinen Spalt hat. Aber das ist halt mega schwierig. Wenn wir schlussendlich nachher alles verkleidet haben, ist eigentlich nicht mehr von dem. Nein. Und wie gesagt, es ist Handarbeit. Ja. Das darf man auch sehen. Das sind die Scharniere, die dann hier an die Kästchen kommen. Wir müssen jetzt aber zuerst testen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Für das haben wir jetzt hier das Dummy. Und ja. Aber wir haben noch kein Dummy. Wir machen jetzt ein Dummy. Wir machen jetzt ein Dummy, okay, wir machen jetzt ein Dummy. Was sagst du, passt? Das haben wir jetzt echt, als wir schwer vorstellen. Ich sage, es passt. Sag du, es passt nicht, dann macht es spannend. Also, es passt nicht. Gut. Ah, siehst du. Gut. Also valid. Ja, es tut es zwar schon weg, aber weil wahrscheinlich das Holz da irgendwie zu dick ist. Ja, dann wenn das Holz aber dünner machen. Das dünneres nehmen, das schmaleres. Second try. Schau, so. Okay. Hat auch nicht funktioniert, hä? Aber ich glaube, die Löcher sind zu gross vorgeboren gewesen. Ja, genau.
Dritter Versuch. Mhm. Geht's? Ja. Die Scheiben haben wir dann auch. Die werden nicht aus. Also, Dummy Nummer 385 ist leider auch noch nicht das Wahre. Ja, wir sind zum Schluss gekommen, dass wir uns gleich nochmal andere Scharniere zutun und schauen, wie es mit denen geht, weil das sind irgendwie ein bisschen spezielle, die sollten gerade das selber auch oben behalten. Sie gehen aber mega streng und haben das Gefühl, dass das die ganze Zeit immer so mit Gewalt muss auf und zu gemacht werden, dass da mit der Zeit da die Schräubchen irgendwie lönt. Genau. Trotzdem finde ich, es war eigentlich gleich noch ein erfolgreicher Tag gewesen, auch wenn es jetzt gegen das Ende hin halt irgendwie nicht ganz geklappt hat. Aber so ist es halt immer. Gewisse Sachen klappen auf Anhieb, andere eher nicht. Aber ja, solange man immer wieder ein Stückchen weiterkommt, wird er ja irgendwann gleich fertig. Ja, für uns wäre es das jetzt gewesen. Haben wir mal für den Vlog. Wir arbeiten natürlich fleissig weiter am Bus. Ich weiss noch nicht genau, wann wir es hinbringen, das nächste Video zu machen. Im Moment hat halt wirklich Priorität, dass wir mit dem dafür kommen, damit wir dann endlich Videos machen können, wie wir mit dem unterwegs sind. Wir probieren euch natürlich gleich auf dem Laufenden zu behalten. Falls ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns doch auch auf Instagram, weil dort machen wir wirklich eine regelmäßige Story. Das schaffen wir dort ein bisschen besser, weil es natürlich ein bisschen weniger aufwendig ist, als immer da die Videos zu schneiden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen! Ah ja, wenn ihr euch gefragt habt, wo das Meli ist, nein, sie ist nicht so gefrustet, dass sie nicht mehr aufs Auto wollte, aber sie ist schon fleissig am Zusammenräumen, weil das gibt auch jedes Mal recht viel Arbeit. Also dann, schön zusammen!